Hinter dieser Mauer müsste doch jetzt eigentlich der Friedhof liegen. Oder ist das weiter vorn? Nein, das ist schon hier. Von so einem Fenster da oben müsste man ja eine gute Aussicht in den Osten haben. Diese Häuser da hinten werden Sie sicher auch noch arbeiten, nicht angestellt. Die sind schon angefangen. Die räumen hier drüben alles ab und da müssen wir eben sehen, was noch werden wird. Die ganze Bernauer Straße hier, das ganze Viertel war doch so nett. Es hat uns richtig wehgetan, wie die rausgingen. Glauben Sie mal, das war nicht einfach für uns. Wir sind hier einkaufen gegangen, es war doch ins gewesen, nicht getrennt. Die Mauer, die gehört doch nicht hierher. Und die Häuser wären hier stehen geblieben. Wir wären mit diesem zufrieden gewesen, was wir hatten. Aber jetzt durch das mit der Schießerei auch des Nachts, wenn sie halb eingeschlafen, fangen die an zu knallen drüben, nicht? Denn heute Nacht haben sie auch wieder so geschossen und da sind sie rumgewalzt wie die Wilden. Hier ist nämlich die Kellertür offen. Und da denken sie, dass sie einen Steinbrachen wegramsen und durchkommen, ne? Aber wenn die bis hierher gingen sie doch die Nacht. Die Angst hier. Und sie dann abends mit ihrem Gewehr im Anschlag an die Fenster lauerten. Wir haben uns nie erst einmal getraut, Licht zu machen, die erste Zeit. So eine Angst hatten wir gehabt. Dann kam der Pfarrer dran. Da waren die Pfarrerssöhne, die standen dann hier drüben und weinten bitterlich. Und den Pfarrer hatten sie abgeholt, den haben sie, glaube ich, 4 Wochen eingesperrt. Dann kam er wieder zurück. Jetzt ist er ja noch drüben. Und sonst die Bernauer Straße ist eben schade. War so eine belebte Straße, denn hier fuhr doch die Straßenbahn und dann wurden die Busse hier eingestellt. Und dann im Haus hier hat sich sehr gut gewohnt, mit den Nachbarsleuten verstanden. Uns hat die Verwaltung nicht gesagt, wer die pünktlich die Miete zahlte, der hat auch keine Scherereien gehabt. Da wohne ich schon 28 Jahre hier. 24 habe ich geheiratet, dann kamen dann die Kinder und dann haben wir bis 39 in Schlesien gewohnt. Aber ich hatte immer gedacht, die Berliner, das sind ganz feine Leute, feiner wie wir Schlesier. Und da bin ich gegangen und habe die Wohnung hier gekriegt. Und dann bin ich eben Berlinerin geworden mit der Zeit. Wir haben gearbeitet, mein Mann und ich, wir sind dann sonntags noch nebenbei kellnerieren gegangen. Ja, und dann kam der Krieg und da ist mein Großer eingezogen worden. Der ist mit 18 Jahren gefallen und mein Mann ist auch gefallen. So ist das eben so geblieben. Ich muss eben zufrieden sein. Sonst so sind wir auch in den Osten rübergegangen, wie die Mauer noch nicht war. Da gab es ja auch kein Ost und West. Das war ja alles eins. Da war hier drüben so ein Ball. Und der ist bei Nacht und Nebel mit seinen Tieren hier nach rüber gekommen. Und die Kühe haben hier gebrüllt und die Schweine und die sind das nicht gewahr geworden. Nur wie sie den letzten Ochsen raus hatten, da fiel es denn ein, brüllte, dass hier der Kuhstall ausgewandert muss sein. Und der ist heil rübergekommen, nicht? Mit so viel Vieh. Und da sage ich noch über meine Landsmännin, die wohnte hier im 2. Stock. Ich sag, was macht ihr denn? Wollt ihr nicht hier rüberkommen? Die machen euch die Löcher zu, die machen euch die Häuser zu. Und da sagt sie, ach, nur ein Loch müssen sie uns ja offen lassen. Aber dann waren doch die Sperren gekommen. Und den einen Tag kommt da die Friedhofsfahrt. Da haben sie auch immer nachgesehen und dann wurden die Denkmäler abgeschlagen. Also direkt Marmordinger waren doch da, sind doch auch Leute gewesen, die Geld hatten, nicht? Dann haben sie die ausgegraben. Ich bin ja neugierig, ob sie die dann auch noch rausnehmen, die übrigen. Das sind die Kettenhunde, genauso wie hier drüben der Hund. Der ist hier auch ein bisschen verspielt. Bloß wenn sie ihn reizen und dass sie ihm dann Steine werfen oder mit den Stecken, da schreie ich ja immer rüber. Lasst den Hund in Ruhe. Merkt euch, dass ich mache eine Meldung. Da habe ich mich hingesetzt und habe 2 Seiten geschrieben.
Also dass wir zu Hause auch Hunde gehabt hätten, die an der Kette waren. Die haben aber im Winter Stroh in der Hütte gehabt, haben warme Mahlzeit gekriegt, Mittag und Abend. Nicht solche lange Knochen. Wenn ich merke, dass der Hund so bellt, da gehe ich schon ans Fenster und da gucken sie dann immer rüber, ob ich es auch sehe. Also sie müssen einen Verweis gekriegt haben. Und da verbringe ich so meine Zeit, nicht? Da gehe ich immer mal nachsehen da, was sie machen. Manche haben ein liebes Wort übrig und wenn ich da Guten Morgen rüber sage, sagen sie eben Guten Morgen zurück. Auch die Offiziere dabei stehen, dann drehen sie uns gleich den Rücken. Die Fokus hatten sich in jedem Stockwerk Durchgänge gemacht. Die Häuser wurden so durchgeschlagen, nicht so von einer Wohnung und dann sind die Fokus immer durchgelaufen, hatten so freien Gang, nicht? Naja, und so haben sie es abgerissen. Ich habe auch die Tage so geschimpft, wie sie hier den neuen Draht gezogen haben. Gesagt, schämt ihr euch nicht, das sind Berliner, die gehören zu uns und ihr gehört hier nicht her. Wir hatten doch in Bunzlau, hatten wir doch auch Kommunisten, aber die waren doch nicht so wie die, das sind doch keine richtigen Kommunisten da drüben. Da haben die sich gesagt, na da reißen wir die Häuser ab, damit das dann die anderen nicht sehen. Die Mauer, die haben sie ja in China auch. Oder überall nicht. Aber hier die Häuser, das war doch ein großer Schandfleck. Ach, die Touristen sind heute auch 3 Wagen vorbeigekommen. Viele sich die gucken, ja, aber das Richtige, was sie sehen wollen, sehen sie ja doch nicht. Es ist auch gar nicht so eine Anteilnahme. Die Leute können ja das nicht verstehen. Die werden an den Mauern hier rumgeführt, ja. Was ist das? Nur gucken sie da drüben rüber. Ja, noch kommt das bisschen Souvenir, das haben sie ja schon. Die anderen haben ja das schon alles mitgebracht, nicht? Und das dauert auch nicht lange, die fahren rauf und 5 Minuten steigen sie aus, dann kommen sie wieder runtergefahren und da geht es wieder im Galopp hier vorbei und mitkriegen, weiß ich nicht. Die können sich ja da kein Bild machen. Wir hatten auch aus Hannover, kam hier Besuch im Sommer. Naja, die sagen, ja, was wollt ihr denn machen? Es ist eben so eingerichtet. Und wenn ich die würde gefragt haben, was habt ihr an der Straße gesehen, da sagen sie, ach, meinen Sie, viele haben Interesse, noch einmal hierher zu kommen. Die haben die Mauer gesehen und die Häuser. Was sollen wir denn? Das sind ja zugemachte Häuser. Ich war vorige Woche auch einmal an Zun, habe ich mich da mal umgeguckt. Ach, ne, die Zeit nehme ich mir dann gucke ich mir das mal an. Ach Gott, modern ist es ja, aber was dann gerade so weit in den Himmel wächst, ist auch nicht schön. Wie es früher war, war schöner. Aber wir müssen ja mit der Zeit mitgehen. Bist du alt? Na, dann schickt man sich eben so rein. Aber es ist eben mehr Licht und Sonne durch die Neubauten, nicht? Nicht so duster wie hier. Woanders fühle ich mich ja gar nicht wohl, wenn ich selten am Kurve da wohne. Da würde ich gern wieder hier nach dem Wedding zurückgehen. Ich möchte gar nicht für immer da draußen wohnen.